und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für euch in der Sendung. Ein Familientreffen für die Jägergemeinschaft, die Pelz- und Fellmesse zu Thun. Und das Warenhaus Celmoli schließt Ende 2024 seine Türen. Nach 2 Jahren Pause hat in Thun die Pelz- und Fellmesse wieder stattgefunden. Der Pressesprecher Rudi Stoller erklärt uns, wieso das wichtig ist und dass viele Menschen ein falsches Bild von Jagd haben. Was ist das Ziel von diesem Pelz- und Fellmarkt und auch von der Trophäenausstellung? Aber das Ziel von diesem Pelz- und Fellmarkt ist, dass man erstens mal die Jäger ihre Fell hierher bringen können und dass sie da zentral, dass sie nicht überall zu diesen Fellhändlern selber müssen. Das ist das Ziel vom Pelzmarkt und von der Trophäenschau, dass die Jäger eben ihre erlegten Tiere ausstellen können. Und die werden dann auch bewertet und die ersten von jeder Kategorie, die ersten 3 werden da prämiert und es geht eigentlich um das. Oder? Was ist euer persönliches Highlight am Markt oder in so einer Ausstellung? Mein persönliches Highlight ist, dass man mal wieder Kollegen aus dem ganzen Kanton, wo man vielleicht sogar mit einer Jägerprüfung gemacht hat oder eben sonst befreundet ist und eben selten sieht. Und an diesem Markt alle Jahre kommt man dort mal zusammen. Und das ist eigentlich etwas, was für mich sehr wichtig ist, dass man mal wieder miteinander ein bisschen diskutieren und fachsimpeln. Was erhofft ihr euch in Zukunft für den Pelz- und Fellmarkt in Thun? Ja, dass wir dann wieder langsam hochfahren können. Jetzt haben wir auch wegen Corona-bedingten Dingen in 2 Jahren kennen können haben. Und jetzt in diesem Markt haben wir einfach ein bisschen runterfahren. Wir hatten zum Beispiel keine Tombola und wir hatten keine Darbietung, sonst so wie wir eben verschiedene Darbietungen, die vielleicht eben auch die öffentliche Bevölkerung interessiert, so, wo auch Familien vielleicht mehr kommen. Wir erhoffen, dass wir das wieder langsam hochfahren können und das alles machen können, eben wieder Tombola und wieder etwas für die Leute, wo eben auch Familien kommen mit den Kindern, wo vielleicht eben, wenn man Hunde zeigt und so, die eine Vorführung machen, Gehorsam und solche Sachen, wo auch Kinder Freude haben daran. Und das erhoffen wir wieder, dass eben vielleicht ein bisschen mehr von der öffentlichen Bevölkerung auch kommt an unseren Markt und dass wir unsere Anliegen auch mit ihnen diskutieren können. Das Konsumverhalten von uns Menschen hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Das spürt so das Warenhaus Celmoli. Ende 2024 schließt das seine Türen. Insgesamt 850 Mitarbeiter sind davon betroffen. Im folgenden Beitrag hört ihr, was aus diesem Gebäude zukünftig wird. Das heisst, dass wir die Retailflächen verkleinern, von rund 24'000 Quadratmeter auf etwa 10'000 Quadratmeter. Und es wird aber weiterhin ein Celmoli-Haus bleiben und es wird weiterhin eine Einkaufsdestination von der Stadt Zürich bleiben. Es wird so sein, dass im UG, wo jetzt der Food Market drin ist, wird wahrscheinlich genau gleich der Food Market bleiben. Im EG wird es hochwertige Retailflächen weiterhin auch geben. Die werden einfach modernisiert. Ein Teil vom ersten Stock wird wahrscheinlich auch Retail bleiben und dann im ersten, zweiten, dritten Stock werden Büroflächen eingebaut. Im 4. Stock wird es eine Klinik geben weiterhin und dort oben werden wir auch versuchen, andere gastronomische Angebote zu realisieren. Sie haben probiert, das gesamte Warenhaus zu übergeben. Warum hat man da keine Käufer finden? Wir haben rund 50 Gespräche geführt mit möglichen Interessenten, national, international. Es hat sich einfach niemand quasi gezeigt, der gesagt hat, wir möchten ein Warenhaus übernehmen mit 24'000 Quadratmetern. Es hat sich niemand gezeigt, der investieren wollte. Das Konsumverhalten der Bevölkerung, von Ihnen, von mir, hat sich verändert sehr stark. Es ist ein strukturelles Problem im Bereich Retail. Auch Stichwort Online und nicht zuletzt natürlich die Pandemie. Und damit auch die verschiedenen Krisen, die auf uns jetzt einprasseln, und uns zeigen, dass wir das Warenhaus, so wie wir es jetzt kennen, so nicht mehr wollen und können betreiben.
Mitarbeiter sind heute Morgen informiert worden, direkt und persönlich. Wir werden sie in den nächsten 23 Monaten werden wir sie begleiten. Wir hoffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich neu positionieren auf dem Arbeitsmarkt. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf jungfrauzeitung.ch. Und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Wie es die nächsten Tage weitergeht, sagen euch im Anschluss Kollegen von Meteo News. Merci vielmals für zuzuschauen und noch ganz einen schönen Abend. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist das Jungfrau-Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. In der Höhe war heute die Luft bereits trocken. Stahlblauer Himmel. Allerdings unten haben wir noch Hochnebel, wunderbaren Blick da vom Brienzer Rothorn aus. Ja, und wir haben bis auf weiteres Hochdruck bestimmtes Wetter. Eine Hochdruckbrücke, die sich da über Nordeuropa streckt mit dem Südrand in dieser leichten Beisenströmung in die Luft. Die wird jetzt also immer trockener unten und ist winterlich kalt. In Nacht auf morgen lockert der Hochnebel also mehr und mehr auf und dann haben wir morgen nur noch gebietsweise ein paar Hochnebelfelder. Die lösen sich dann vielerorts schon im Verlauf des Vormittags auf. Abgesehen davon scheint die Sonne. Die Temperatur am Morgen früh bei etwa -3 Grad. Am Nachmittag geht es mehrheitlich sonnig weiter in den Bergen. Da ist es mehrheitlich wolkenlos, also perfekte Wintersportbedingungen und Temperaturen, die auf winterlichem Niveau etwa der Jahreszeit entsprechen. Am Nachmittag da haben wir zum Beispiel zu Bern oder zu Biel etwa 2 bis 3 Grad, zu Thun, zu Brienz und zu Meiringen da haben wir 1 bis 2 Grad. Ja, mit diesem ruhigen Hochdruckwetter geht es dann auch weiter vom Mittwoch bis am Freitag. Da ist es mehrheitlich sonnig, nur am Mittwoch haben wir wahrscheinlich entlang der Voralpen ein paar Hochnebelfelder mehr. Abgesehen davon, aber wie gesagt, viel Sonnenschein, perfekte Wintersportbedingungen, eigentlich mal ein paar Schleierwochen, die Ende Woche durchziehen, aber die stören nicht gross. Und wir sehen, die Nächte sind weiterhin frostig, tagsüber haben wir etwa 1 bis 4 Grad. Und am nächsten Wochenende haben wir Hochdruckwetter, möglicherweise am Samstag ein paar Wolkenfelder mehr, die durchziehen. Alles in allem aber recht sonnig und die Temperaturen die sind langsam aber sicher ein bisschen steigend. Das war vom Wetter, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.